Ich möchte euch ein Lied vorspielen von einer Reise von mir. War ganz interessant. Ich möchte aber, dass ihr das versteht, so einen kleinen Vorspann noch mit reinbringen. Und zwar bin ich mit zwei anderen Leuten gereist durch den Iran und wir kamen an die afghanische Grenze, die bei Sonnenuntergang geschlossen wird. Es gab keine Möglichkeiten dort zu übernachten, das heißt wir mussten zurück und mit ein paar Dollarscheinen winkend standen wir da am Straßenrand. 3 junge Perser haben gehalten mit ihrem Auto, sehr fröhlich, bis sich herausgestellt hat, dass die Leute betrunken waren, vor allem der Fahrer. Wir sind zurückgefahren in den Sonnenuntergang rein, ewig lange Straßen, Linkswüste, Rechtswüste, haben aber leider übersehen, dass da ein LKW gewendet hat, mitten auf der Straße. Und das Auto ist mit der ganzen Breitseite hängen geblieben und das halbe Fahrzeug wurde abgerissen. Ich hatte noch vorher mit dem jungen Mann neben mir auf dem Rücksitz gesprochen. Er sagt, er heißt Ali, er ist 18 Jahre alt, junger Mann. Bei dem Aufprall kamen nur noch Splitter und Krachen und ich habe mich festgehalten an den Vordersitzen. Und irgendwann kam das Auto dann zum Stehen und der Ali neben mir hing aus der offenen Tür, wo keine Fahrzeugseite mehr war, und ist kurz darauf verstorben. Es gibt keine Krankenhäuser wie bei uns, sondern der Arzt kommt mit seinem Privatfahrzeug, lädt die Leute ein und fährt sie ins Krankenhaus. Nachdem ich dran war mit leichten Verletzungen, hat dieser Arzt sehr eindringlich auf mich eingesprochen und Worte, die ich bis heute nicht vergessen habe. Er hat gesagt, Allah hat seinen Sohn Ali sterben lassen und dein Gott hat dich leben lassen. Merk dir das. Dank du deinem Gott. Ich hatte zu der damaligen Zeit nicht viel mit Gott am Hut, aber es war so ernst und eindringlich, wie er mit mir gesprochen hat, dass es tief in mir hängen geblieben ist. Und dieses Lied möchte ich jetzt euch vorstellen. Praise the Lord. Praise the Lord. Letzte Nacht starb ein junger Mann, dicht an der Grenze von Afghanistan. Leise ein Lied. Und dann kam der Tod unbemerkt wie ein Dieb. Das Krachen und Splittern blieb das Auto stehen. Ali war 18 und musste schon gehen. Der Arzt fuhr die anderen ins Hospital. Sagte mein Freund, nun höre einmal, Ali ist tot, dank du deinem Gott. Ist tot, dank du deinem Gott, dass dich am Leben hält. Jetzt sind Alis Pläne ganz verloren, und draußen im Leid voller Nacht. Ich hatte den Atem des Todes gespürt. Das hat mich nachdenklich